Die Sprecherin des Weißen Hauses, Psaki, sagte in Washington, die Regierung von Biden werde keine diplomatischen oder offiziellen Vertreter zu den Olympischen Spielen nach China schicken. Hintergrund seien der fortdauernde Genozid in der autonomen Region Ostturkestan und andere Menschenrechtsverletzungen. Der türkische Außenminister Çavuşoğlu traf seinen Amtskollegen aus Katar. Er sagte, dass Katar und die Türkei 12 neue Abkommen unterzeichnen werden. Zuerst werden die Abkommen von beiden Seiten noch geprüft. China will laut US-Geheimdiensten in dem kleinen zentralafrikanischen Land Äquatorialguinea seine erste dauerhafte Militärpräsenz im Atlantischen Ozean etablieren. Darüber berichtet die Zeitung The Wall Street am Sonntag. Myanmars entmachtete Regierungschefin Suu Kyi ist zu 4 Jahren Haft verurteilt worden. Sie habe zur Gewalt aufgerufen und gegen die Corona-Auflagen verstoßen, begründete die Militärjunta das Urteil. Menschenrechtler sprechen von einem Schauprozess. Der ehemalige General David Thompson, der für den Bereich Weltraum zuständig war, warnte eindringlich vor dem militärischen Weltraum-Know-how Chinas, denn China werde voraussichtlich die führende Rolle in den nächsten 10 Jahren übernehmen. Die Präsidenten von Kasachistan und Usbekistan haben eine Deklaration unterzeichnet, die beide Länder zu strategischen Verbündeten erklärt. Donald Trump treibt seine Pläne für ein eigenes soziales Netzwerk voran. Nun soll er dafür von Investoren 1 Milliarde US-Dollar bekommen haben.